ein Skeptisch! Hast du's gehen nicht, oder was? Echt, du schubst deinen Freund nach oben. Hey, dir wird du Pflicht. Und jetzt halt viel Spaß mit dem Video. Habe Ehre und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit mir, Amur. Und heute geht's ja gleich weiter. Und so haben wir in der letzten Folge aufgeschrieben, dass wir mir eine Levelform bauen. Weil sonst können wir unsere Rüstung nicht verzaubern, weil wir von seinem Großonkel da geschlagen worden haben. Und zwar genau da heraus. Für die schlauen Hasen, die das noch wissen. And his name is John C. Gut. Dann schnappen wir nicht so lange rum, sondern bauen wir auch gleich unsere Mobfarm. Und dazu muss ich jetzt erst einmal ein Stück latschen, und zwar zu unserem alten Haus, da hinten auf der Map. Weil da haben wir unter unserem Haus einen Zombie-Spawner, den wollen wir dafür hernehmen. Also gleich mal ein Timelapse. Yo, Leid, schaut's mir an, so Robben oder so Seelöwen oder so. Hi. Warte mal. Machst du das? Was machst du da? Yo. Hi. 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 Jetzt müsst ihr ins Wasser. Geh da rein. Jo, wie tief geht's da rein? Oh mein Gott. Okay, aber sie können schwimmen, das ist toll. Gut. Gehen wir weiter zu unserem Haus. Hä? Jo! Gehen wir nicht weiter zu unserem Haus, das ist einfach ein Dorf. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja moin! Das ist ein Dorf. Ey, als ob ich da immer vorbeigerannt bin. Als ob. Wir haben kein Villager. Das ist ja cool. Das habe ich gar nicht gewusst, dass so ein Dorf ist. Aber wir waren da auch noch nie so richtig in der Map. Wo ist da ein Villager? Ah, da, hi. Das ist ja krass, wo ist voll das Bergdorf? Alter, krass. Als ob. Das ist ja richtig cool. Hi, Villager. Hey, das schaut ja anders nice aus. Hi, servus. Boah. Hey, das ist ehrlich schön. Und dann Ziegen. Hi. Boah, da kann ich gleich Achievement machen. Als ob. Das ist ja, das ist echt geil. Ich freu mich jetzt richtig. Hey. Hey Ziege. Komm her da. Ach Mann! Weizen? Na. Komm mal her. Bitte.
Ja. Ohne Geist, kein Preis. Und jetzt bist du wieder frei. Sorry, dass ich dich geschlungen habe. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach weiter zu unserem eigentlichen Haus. Aber geil, auf alle Fälle, dass da also ein Dorf ist. Also das gefällt mir wirklich. Schaffe ich das? Wenn nicht, dann wird das extrem kacke. Was dann müsste ich den ganzen Berg dann abfliegen. Aber es ist voll schöne Landschaft da. Hi, Eisengolem. Ja, das ist ja richtig schön da. Das habe ich noch gar nicht, also das habe ich echt nicht gewusst, dass da was ist. Das gefällt mir. So, und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Sonst können wir halt gar nicht mehr an. Ja, da ist auch der gute Weg. Und oh ja, ich seh's. Wir haben wieder da in unserem alten Haus, in unserer Base. Und das hässlichste Netherportal, wo ich jemals gebaut habe. Da. Aber es passt gut dazu. Da haben wir unsere Brauerei. Und da haben wir unseren Steinraum und da haben wir unsere Felder. Wow, echt schön, dass wir da wieder da haben. Ah ja. Erinnerungen kommen wieder auf. Das ist schön. So, wir schnacken mal gar nicht lang umeinander. Sondern ich habe am Weg jetzt so einen Wandering Trailer gefunden, da habe ich so Snow Blossom und Yellow Autumn, also gelber Herbstbaum gefunden. Und ich bin in dem Biom da wo es die verfluchten Baum gibt. Bin ich auf Witterrosen gestoßen. Die haben eigentlich voll cool, ich habe gar nicht gewusst, dass sie da wachsen. Jo, das ist auf jeden Fall praktisch. Genau. Gut, was brauchen wir denn für die Farm? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Blöcke. Wir brauchen, oh, da haben wir einiges an Eisen. Oh, wir haben sogar noch OP gehabt. Ja, moin. Wir brauchen mal Wasser. Ein oder zwei, also zwei Eimer Wasser. Was wir auch gleich noch erledigen müssen, ist Soul Sand. Und aus irgendeinem Meer brauchen wir Kelp. Das heißt, wir müssen ein Meer suchen. Was gerade, ob ich den ganzen Ding schon mit Kelp geformt habe. Ja, jetzt fangen wir auf alle Fälle einfach mal an, indem dass wir unsere zwei Wassereimer machen. Und uns jetzt erst einmal unsere Materialien zusammensuchen. Da herunten ist ja unser Mob-Spawner und von da haben wir jetzt einfach noch einen Block ausgegraben. So, und jetzt haben wir eigentlich da ein 7 auf 7 Feld. Jetzt müssen wir da noch 3 oben jeweils. Alter, na. Mir fällt gerade auf, das ist ein Spinnenspawner. Egal. Wir können ja eine Spinnenform bauen. Aber ich hätte jetzt mal, das ist ein Zombie-Spawner. Egal. Ich kann auch eine Spinnenform bauen. So, ich habe jetzt einfach da so Wasser placed. Dann fällt eigentlich das mit unserem Kelp weg. Weil jeder denkt, wir haben einen Zombie-Spawner, dann mache ich so einen Wasseraufzug. Aber durch das, dass wir einen Spinnen-Spawner haben, ist jetzt auch nicht ein großes Problem. Nehmen wir einfach den Spinnen-Spawner her. Gut, das Ganze funktioniert eigentlich ganz easy. Und zwar muss man einfach, also, ja, ich kann das leider keine Blöcke aufsammeln, nehmen wir jetzt die Truhe dann einfach her.
kommt man dann so Vierer. Da war jetzt noch dort den Weg. Kommt man da so Vierer. Zack, zack, zack. Und da spülst dann die Spinnen her. Da muss man da irgendwie schauen, weil die da oben übereinander graben. Das heißt, die müssen nicht einfach nur einmal angreifen, dieser. Und dann kannst du da herstellen und kannst die hitten und kriegst dadurch eher eine Level. Ich glaube, das Ganze können wir noch ein bisschen optimieren. Wir haben ja noch mehr Stufen. Da haben wir einfach mal die Stufennamen nehmen. Zack. Wir haben jetzt kein. Wir haben ja kein Ding auf der Schaufel. Auf der Pickaxe, ja noch kein. Wir haben eine Behutsamkeit auf meiner Pickaxe. Das heißt, ich baue die Erze komplett ab. Das ist kacke, weil ich brauche jetzt wirklich die Kohle, weil ich ja Fackeln brauche. Oder ich nehme einfach die, wo da liegen. Nehmen wir einfach da. Oder. Ich muss weiter weg, sonst spawnen sie nicht gescheit. So. Gut. Dann bauen wir da auf und nehmen wir Slabs und füllen wir da das auf mit den Slabs. Eine normale andere Mobfarm kann ich ja, wenn sie es dann auch noch bauen. Das war nicht, wo ich jetzt Mob spawnt, aber das ist durch das, dass ich einen Spawner habe, aber recht praktisch. Und dann schlucken wir da so durch, dann fallen die da so ober und da kann man dann die ganzen Spinnen bekämpfen. So. Entweder da oben halt herschlungen, dann fallen sie entweder so ober, dann da unten herschlungen. Und das ist eigentlich eine ganz praktische Farm. Und man sagt auch, man kriegt eigentlich auch jetzt einmal gar nicht so schlecht Level. Das ist die erste Farm, die wo ich jetzt bauen möchte in der Folge. Die zweite ist eine Blaze Farm. Aber dafür müssen wir uns jetzt dann kleiner das Zeug herrichten. Die funktioniert eigentlich ähnlich. Oder? Ja. Genau. Die ganzen Fäden und so kann man ja dann nehmen und kann man da einer durch, Spinnenaugen, Fäden, etc. Kann man ja nehmen und kann es dann einfach da reinlegen. Aber man sagt schon, die spawnen recht gut. Und jo. Die graben eh gerade bis zu so Affe. Und die, wo ganz umhand, denen ist halt auch nicht zum Helfen. Genau. Gut, das ist unsere erste Farm. So. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes herbauen soll, und zwar so ein Aufzug oder. Ja, ist eigentlich gar nicht einmal so problematisch, dass da nichts ist. Weil wir ja eh einfach ganz leicht runtergehen können. Gut, ich lagere jetzt einmal schnell was ein, was ich auf keinen Fall brauche, weil das ist jetzt ein bisschen wegen dem Inventar ein bisschen begrenzt gerade. Aber ja. Dann würde ich sagen, da haben wir auch gleich weiter mit der zweiten Farm in der heutigen Folge. Und zwar eine Blaze Farm. Dafür brauche ich mehrere Lava-Eimer. Genau zum Sagen 4 Stück. Das heißt, wir müssen jetzt auch nochmal ins Nether gehen. Was ich mir jetzt da gleich mache, haben ein paar Trichter. Eins. Machen wir gleich mehr, machen wir 2, können wir nicht mehr machen. Zack. Zack, zack. Zack, nochmal. Zack, 2 Trichter. Und den Rest, was wir jetzt gerade ehrlich nicht brauchen, das da jetzt einfach einlagern, weil das echt voll Inventarplatz verbraucht. Außerdem gehe ich noch schnell pennen, dass mein Respawn-Punkt festliegt. Haben wir mir da noch eine Pickaxe, eine alte, weil ich gerade ein bisschen was brauche für Fackeln, weil ich mein Mob-Spawning ein bisschen verändern muss. Und zwar darf man am ganzen Weg zu den Lohn und überall anders darf man keine anderen Mob spawnen. Gut. Dann bauen wir jetzt mal das ab da. Was geht da aus, da? Da ist ein Tintenfisch gestorben. Ja, moinsen. Gut. Fahren wir das mal ab, weil wir brauchen echt viel Kohle für Fackeln.
Gut, 52 Fackeln müssen gelangen. Das restliche Eisen lagert man ein, nicht dass wir es verlieren. Trichter nehmen wir mit. Und dann brauchen wir noch eine Lavaquelle. Gut. Den Rest, was wir jetzt nicht brauchen, da haben wir mal schnell einlagern. Ah, da war sogar noch Pickaxe drin, den haben wir jetzt gar nicht gesehen. Gut. Nehmen wir das Boot mit sicherheitshalber mit. Blöcke haben wir eh genug. Holz brauchen wir noch. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach. Da brauchen wir einen Holztyp. Nehmen wir zum Beispiel eine Idee. Weil da müssen wir uns noch ein Schild, also Schilder craften. Zack und zack. Haben wir jetzt auch 4 Schilder. Das ist auch wichtig. Und dann gehen wir mal schnell pennen. Was mir auch gerade einfällt, wir brauchen ja 4 Eimer, dass wir nicht lange umeinander rennen. Machen wir uns gleich. Noch mit 2 Eimer, gut. Wir brauchen ja 4 Lava-Eimer. Und dann geht's auf in Nether. Angekommen da an unserem Blaze Spawner. Wir haben jetzt erstmal die ganzen Blazes da aus dem Weg rammen. Ups, bin ich blöd. Gut. Irgendwie, ich habe ja schon mal eigentlich eine Blaze Farm gebaut. Irgendwie mag der aber gerade nicht. Das ist jetzt extrem blöd. Aber ja. Weil eigentlich funktioniert ja eine Blaze Farm so, dass wenn man alle Fackeln umplaced, ich weiß nicht, ob das gerade auf der Bedrock anscheinend so ist, aber normal, wenn man Fackeln umplaced, dann muss jetzt einfach kurz ein bisschen spekulieren. Normal ist das so, wenn man Fackeln umplaced, einen kompletten Spawner, dann, Alter, die hören sich ja schlimmer an wie lauter Kettenraucher da. Oh mein Gott. Uiuiui. Dann müssen wir jetzt einfach ein bisschen umeinander experimentieren. Aber das ist jetzt alles jetzt auch nicht das Problem sein. Ich muss jetzt nicht in ihren Sound überstellen, das ist ein Wahnsinn. Musik. Da muss ich nicht ein bisschen ober, weil das kannst du echt nicht anhören. Das ist viel zu laut. Gut. Dann bauen wir jetzt einfach da mal so einen Weg, sage ich mal, um. Normal ist ja so, dass du eigentlich das Mob-Spawning unterbrechen kannst. Jedenfalls hätte ich das soweit gemeint. Weil vorhin war es ja beim Spinnen-Spawner auch so. Aber anscheinend ist das bei Blazes anders. Gut, dann hauen wir einen einfach mal da drunter. Aua. Haben wir mit einer Slabs? Ja, wir haben noch Slabs, gut. Dann müssen wir da hier unten nochmal das weghauen. Die haben kein Crafting Table. Oh mein Gott, die haben kein Crafting Table. Wir brauchen noch ein Crafting Table. Ja, ich versuche jetzt auf alle Fälle, dass ich die Farm ausbaue. Oh mein Gott. Ich könnte in der Zeit natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen, da hat mich echt gefreut. Und ja, wir sehen uns gleich wieder nach der Timelapse.
Alter. 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 Okay, weg. Oh. Alter, wie viel Hand da? Wie viel Hand da? Ich habe nur noch ein Brot. Oh mein Gott. Also, ich war jetzt eigentlich so weit, dass ich da die Lava einmal ein, oder? Ich habe jetzt einfach die ganze Zeit der Timelapse gemacht, weil ich mir gedacht habe, Bro! Wir haben da. Die gehen einfach nicht weg. Das ist so krass. Ja. Ich muss wieder zurück und over, weil die haben kein Essen mehr. Auf alle Fälle habe ich jetzt da mal so ein kleines Konzept entworfen. Ups. Zwar, da hinten wir mal einer da. Gehst du so hinten. Und dann kannst du eigentlich da oben gehen und dann müssen da die ganzen Blazes runterfallen. Ist jetzt noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Da oben ist eigentlich so ein Block, da müssen die runterfallen. Dazu müssen die aber dann noch ein bisschen ein paar so Blöcke wegbauen. Ja, und auf der Bedrock mal eine gebaut und da ist wesentlich. Ups. Ja, okay, ich muss abhauen, Ich muss zurück und Overworld. Ist jetzt ein extrem großes Problem, weil die haben mir eine gebaut. Die war auf der Bedrock, die war ganz anders. Die war auch viel leichter, da haben da nicht die ganzen Blazes gekommen. Deswegen kann ich da einfach auch nicht gescheit eine mit umeinander bauen. Wir haben auf jeden Fall ein Level Farming schon gebaut, das ist sehr gut. Ich hätte mir aber gedacht, dass wenn man Fackeln an Seiten drauf baut, dass sie da spawn-proofed haben, die Spawner. Das heißt, dass da nichts spawnen kann. Aber anscheinend ist das auf der Java anders. Beziehungsweise ist das mit Blazes anders. Weil, ich hab's ja vorher ganz am Anfang von der Folge gesehen, wie ich den Spinnen-Spawner umgebaut habe. Da war es ja auch nicht so, da war ja auch erst nur Fackeln dort und dann, wie es weg da haben, die Fackeln, dann hat erst wieder Spinnen gespawnt. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich dann, wo die Blaze-Spawner anders. Aber ich hätte jetzt gemeint, das ist wie auf der Bedrock. Dass die dann nicht spawnen können. Gut, wo haben wir denn noch? Essen haben wir auch extreme Probleme eigentlich. Okay, wir haben da oben die Fackeln und so. Da haben wir auf jeden Fall einen Ofen. Wen haben wir denn noch? Hier nochmal der. Da ist Tipps und zack. Ja. Ups. Und ja, während des Brot könnt ihr natürlich gern ein Like und ein Abo da lassen. Hat mir wirklich riesig freuen. Jo. Jetzt überlege ich gerade. Endlich muss ich noch was zwischen die Kiemen hauen da. Jetzt überlege ich gerade. Wie machen wir das mit der Blaze Farm? Also eigentlich ist es ja so, dass man dann an den Seiten Lava placed, dann schwemmt sie so mit und dann fällt es euch. Ich blende euch mal schnell einen Clip ein, wo ich das in meiner Bedrock weit habe. Und zwar jetzt. So, also wie gesagt, da ist der besagte Spawner, also beziehungsweise darum ist das Spawner. Ich baue euch jetzt da mal schnell auf, ich will da. Ich bin wie gesagt gerade in der Bedrock Edition. Wie gesagt, man sieht da drin den Spawner, das fällt dann da oben und fällt dann da in das Loch rein. Das Loch ist dann verbunden mit der herunten und dann kann man da auch schon sehen, ich muss halt jetzt gleich spawnen, werden die durch die Lava oben drin und fallen dann, wie gesagt, da so oben. Und die ganzen Level kann man sie dann da abholen und wenn Blaze Rods einer fallen dann in die Chest, kann man sie da abholen. Wie gesagt, das funktioniert anscheinend auf der Java anders. Falls ihr irgendwie Ideen habt für
Java Edition Blaze Farms. Ich werde mich auf jeden Fall da noch informieren für die nächste Folge. Und vielleicht baue ich dann noch mal so eine Farm. Und wenn ihr jetzt noch Ideen habt, könnt ihr natürlich gerne kommentieren. So, genau, jetzt habt ihr es gesehen, wie das in der Bedrock-Ding ist. Wie gesagt, das ist da anders. Dann muss ich mir da wirklich noch überlegen, wie ich das mache. Das werde ich heute dann vielleicht nächste Folge machen, weil ich da hier hinten, da bei uns an der Base, noch nicht ganz fertig bin mit Farmen und so. Heißt, das möchte ich die nächsten paar Folgen noch schnell ein bisschen da bleiben und dann wieder zurückgehen, um das Thema Rüstung, Upgraden, endlich mal 4. zu bringen. Wichtig ist auf jeden Fall noch einmal ein Netherite farmen. Das kann man ja im Nether machen dann. Und ja, ansonsten hoffe ich, die heutige Folge hat euch gefallen. Wir haben ja wieder einiges erreicht. Wie gesagt, die Farm, auf die bin ich eigentlich schon recht stolz. Sie ist immer noch ein bisschen ausbaufähig, aber nichtsdestotrotz finde ich das gar nicht immer so schlecht. Und sie gibt eigentlich auch jetzt für das gibt es eigentlich schon gut Level. Gut. Wir kriegen ja durch unser Trading dann auch noch Level. Gut. Dann Lust auf jeden Fall ein Like und ein Abo unter der Folge da. Da hat mich wirklich riesig freuen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut's rein und ciao. Du schubst deinen Freund nach oben. Hey! Hier wird du Gicht. Ja, was der für Augen kriegt? Gib euch den. Gleich die da aussetzt.